Lang ist es her, doch endlich geht es weiter mit Dragon Ball Wedging Blast 2 Online. Diesmal gegen Mehmet 1106, wenn ich das noch richtig gesehen habe. Und zwar nicht der Gogeta und ich Vegetto. Ja, muss vielleicht zugeben, ich kämpfe nicht so gern gegen Gogeta. Aber was soll's. Ringfrei für Runde 1 heute. Ich hoffe, ich kann es noch ungefähr, schon etwa 2-3 Monate her. Ich hatte es natürlich... Ja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Ich habe natürlich bereits offscreen mal ein bisschen noch trainiert, beziehungsweise die alten Tutorials nochmal durchgegangen. Wobei, die kannst du online sowieso nie gebrauchen, da mit der Zeitverzögerung und so hast du immer natürlich ein bisschen Verzögerung drin. Das heißt, auch hier wieder mal gilt der Grundsatz, nur Übung macht den Meister. Und da habe ich vor allem eines getestet oder trainiert vor allem, und zwar, ja, der Wurf, ja den auch, nein, nicht unbedingt den Wurf, sondern die sogenannte Wedging Soul Combo oder auch wütende Seele Combo genannt im Deutschen. Oh ja, die aber zwar jetzt bisher erst mit Goku drauf, sprich mit Goku in der normalen Form und Goku als zweifacher Super Saiyajin. Weil das Ganze ist so, dass jeder Charakter und jede Charakterverwandlung hat da ihre eigene Kombination an Tasten. Und bis du die mal auswendig hast, ja, da muss schon fast schon Meister im Spiel sein. Und ich, ja, werde zwar gerne Meister, aber so selten wie ich kämpfe und dann auch noch so, wie ihr seht, so wenig gut wie ich kämpfe. Mal kurz, muss ich ein bisschen konzentrieren. Jedoch, so, jetzt mal zurückschlagen, Vegetto. Doch, Vegetto stimmt, der Gogeta ist der Gegner. Uah, Hilfe. Okay, der Gegner ist gar nicht so übel. Teleportieren klappt auch noch. Die Verbindung steht gut, das heißt, ich kann richtig draufhauen. Die Frage ist bloß, wie oft noch? Naja, sieht gar nicht mal so schlecht aus. Gut, gut. Ja, die wütende Seele-Kombo, die Wedging Soul-Kombo. Bin schon mal sehr gespannt drauf, ob die nachher auch, wenn ich mit Goku mal wieder antrete, auch funktioniert. Uah, Hilfe. Vegetto ausweichen. Puh, Glück gehabt. Lass mal gucken, Vegetto müsste eine ähnliche Combo haben wie Vegeta, dachte ich. Ah ne, war doch nicht die gleiche Scheiße. Komm schon, Combo. Ne, funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Also für die Combo ist es so, dass sie immer... Was ist denn jetzt los, Verbindung? Hallo? Für die Combo ist es immer so, dass ihr zuerst mal 5-mal hintereinander das Viereck drücken müsst. Das ist immer so. Und dann jeweils kommt eine individuelle Tastenabfolge. Bei Goku in der Grundform wäre es zum Beispiel 2-mal Dreieck, einmal Kreis und dann nochmal 2-mal Dreieck. Oder? Stimmt doch. Ja, müsste stimmen. Das wäre die wütende Seele-Kombo von Goku. Und wir haben es geschafft mit Vegetto, ganz knapp. Obwohl ich glaube, am Ende war die Verbindung ein bisschen weg. Schade. Der nächste Fight gegen Luldenitz. Jetzt habe ich es richtig drin, genau. War jetzt mal das Goku. Na, Prost Mahlzeit, war. Gut, Leute, dann versuche ich es mal mit der Combo. Ich hoffe, es funktioniert auch so, weil, wie gesagt, offscreen, also offscreen, offline wohl eher, hat es funktioniert. Offscreen natürlich auch. War in dem Fall das Gleiche. Ob es online auch funktionieren möge, naja, schauen wir mal. Au, was noch vergessen, müsste ich auch noch erwähnen. Dragon Ball Wedging Blast 2, wie gesagt, jetzt eine längere Pause in sich gehabt. Das ist vorbei, in Zukunft wieder, das heißt ab heute, ab diesem Samstag halt, wenn ich es hoffentlich am Samstag hochkriege. Wieder mal jede Woche mindestens eine Folge. Wedging Blast 2 wird auch mal 2 Folgen Wochenende, weiß noch nicht so genau, das kommt darauf an, wie gut ich mich da künftig schlagen werde. Zeit, ja, natürlich auch immer ein Faktor, aber wie gesagt, eine Folge schaffe ich immer. Von jetzt an, das dürfte kein Problem mehr sein, weil auch wegen Real Life und so, aber das Gröbste bereits hinter mir, von wegen Stressprüfungen etc. etc. Den Rest schaffe ich während der Woche, während der Arbeit. Das heißt, die Freizeit habe ich wieder mehr Zeit fürs Zocken, fürs Let's Playen, was auch sehr gut ist, vor allem in den nächsten Wochen, wo dann Dragon Ball Front eher weniger los ist. Obwohl, da habe ich noch Budokai 3 HD zum Let's Playen, habe ich auch mal dazu gesagt, und von Budokai HD soll es auch noch irgendwie ein Let's Test, Let's Show geben. Ja, ich habe noch einiges vor allem dieses Jahr noch mit Infinite World auch noch und Budokai Tenkaichi 3 noch. Ach, es gibt so viele Spiele, die noch Let's Played werden wollen. Jetzt ist mal ausweichen und kontern, würde ich mal sagen. Bingo. Ja, Leute, so viel mal dazu, wie es in der ersten Zeit bei Dragon Ball weitergehen wird. Und bevor ich es noch ganz vergesse, habe ich auch noch hier aufgeschrieben auf dem Notizzettel. Wobei ich mich vielleicht ein bisschen besser konzentrieren hier. Hallo, Konzentration, wo bist du hin? Autsch. Also, ich habe gemacht, ups. Ich dachte gerade, er wäre gewesen. Jetzt war ich gerade ein bisschen out of way, weil ich gerade auf den Notizzettel geschaut habe, nicht mehr auf dem Bildschirm, weil wir beide Goku sind und ach. Was? Mit 1106? Ja, ich komme gleich. Ja, Leute, soll ich noch kurz erwähnen, steht zwar nicht gerade hier auf dem Zettel, aber wenn ich gerade mal hier am Konzentrieren oder Aufladen bin, wütende Seele, hoffentlich klappt der Combo. Komm schon 5-mal, ja gut, das war jetzt einmal. Das war sehr schön, jetzt bitte 5-mal draufhauen und dann... Was zum... Luldenitz? Hallo? Was ist los? Ist der einfach... Na gut, vielleicht ist die Verbindung abgebrochen, vielleicht ist auch abgehauen, keine Ahnung.
Wir machen ja weiter im nächsten Fight als kleiner Gohan. Ich hoffe, ich kann es auch mit denen noch. Und sonst halt nächste Woche wieder. Muss halt noch ein bisschen trainieren, nicht wahr, Leute? So, was wollte ich gerade noch sagen? Wegen der wütenden Combo. Ach ja, genau, die wollte ich noch machen. Dann noch etwas wegen zwei Dinge noch. Erstmal allgemein noch hier wegen Online-Fights. Muss ich mal noch etwas erklären. Wenn ihr mir halt Einladungen schickt, ist das sehr nett und so. Da freue ich mich auch immer drüber. Aber bitte nicht enttäuscht sein und wütend sein, wenn ich nicht gleich darauf reagiere, weil es ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich bisher immer bei 90% der Fälle gewesen. Wenn ich nicht sofort auf eine Einladung reagiere, habe ich entweder das falsche Spiel drin, oder ich bin gerade wie jetzt auch bereits dabei, gegen einen Gegner zu zocken. Da kann ich natürlich nicht irgendwie diesen Kampf abbrechen und gegen euch fighten. Ich hoffe, ihr versteht es, dass ihr dann ein bisschen warten müsst und mir eine Mail schreiben, eine Nachricht schreiben müsst, damit ich euch dann wiederum antworten kann und sagen kann, ja, es ist gut, oder auch wenn ich halt nicht antworte, heißt eigentlich nur, dass ich jetzt halt irgendwie das andere Spiel am Zocken bin, oder bereits... Was ist jetzt schon los? Sag mal, es ist heute Tag der Unterbrüche oder ist irgendwie Tag der Feiglinge? Ich kapier's nicht. Genau, wir mit 11.06, ja, ich habe ihn gerade noch ganz kurz offline geschrieben. Also offline ist mal hier zusammengeschnitten, so hoffe ich mal. Weil das geht ja euch, also ja, kann man so sagen, geht ja euch im Grunde genommen nichts anderes als dahinter Kulissen noch so Mail und so, nicht wahr? Ist auch völlig uninteressant. Es geht ja ums Fighten mit Gohan. Mit Gohan, gutes Explosionswelle, was hat eigentlich sonst noch so drauf? Ah, wilder Sinn beherrscht auch noch am Anfang vermutlich noch. Gut, was habe ich jetzt vorhin schon erwähnt? Meine Güte, wird dauernd unterbrochen. Dauernd sind die Kämpfe so kurz. Ja, wie gesagt, dass halt da gewisse Einladungen. Drehen. Glück gehabt. Dass er teilweise nicht immer auf die Anfragen reagieren kann. Das war geil. Das sind wir genau jetzt hier zum Beispiel. Storm Generations ist ja schön und gut, aber ich zocke gerade Dragon Ball, da kann ich nicht gleich darauf antworten. Geht natürlich nicht, ich bin in einem Online-Fight. Aber auch darauf reagieren, beziehungsweise den Kampf annehmen, geht leider gerade momentan nicht. Ich hoffe, ihr versteht es auch künftig, dass ich, wenn ich nicht sofort antworte, heißt es nicht, dass ich keinen Bock habe, gegen euch zu kämpfen, sondern wohl eher, dass ich da einfach gerade beschäftigt bin oder gerade zusammengekloppt werde, wie jetzt zum Beispiel. Aua. Mann, ey. Okay, Super Saiyajin, ich glaube, schlechte Karte kann das sein, wobei ist ja auch ein Super Saiyajin. Gut, Punkt Nummer 2 war noch der nächste Dragon Ball Film, ihr habt richtig gehört. Ende März, ich glaube am 30. März wird es soweit sein, gibt es den nächsten Dragon Ball Film. Ups, war die falsche Attacke, scheiße. Michael, konzentrier dich mal. Und quatsch nicht über Dragon Ball Filme, Mensch. Dragon Ball Z Battle of the Gods heißt dieser Film, der spielt zeitlich betrachtet zwischen der... Jetzt kann man überlegen, was ich erzähle. Zwischen der zweitletzten und letzten Episode von Dragon Ball Z, das heißt nach dem Sieg über Buu, aber noch bevor diesen 10-Jahres-Sprung, heißt es vor der Goten und Trunks erwachsen wurden und bevor Pan geboren wurde, war es noch vorher, zwischen dieser Zeitspanne. Da gab es auch schon einen anderen Film noch, da Dragon Ball der Film hieß es, mit Drachenfaust und Fusion, sprich da wo das erste Mal Gogeta aufgetaucht ist. Und ja, dieses Mal am 30. März 2013 gibt es den nächsten Dragon Ball Film Battle of the Gods. Puh, danke Guan, dass du ausgewichen bist. Battle of the Gods deswegen, weil da taucht ein neuer Charakter auf, der heißt Bills, der sieht, gut, darf ich jetzt überhaupt spoilern? Darf er das? Okay Leute, hier kommt ein kurzer Spoiler oder kleiner Spoiler. Der Gegner in diesem Film heißt Bills und er ist der Gott der Zerstörung. Ja, jetzt kommt natürlich auch die Frage, wie kommt es, dass der jetzt plötzlich auftaucht? Das liegt irgendwie daran, dass irgendwie ein Diener von ihm hat ihn geweckt, der hat da irgendwie, ja, wie es halt für einen Gott so gehört, hat er es auf seinen eigenen Planeten gelegt, in seinem Palast und so halt. Wurde er von diesem geweckt und der hat ihm dann gesagt, dass irgend so ein Saiyajin hat Freezer besiegt. Ja, das ist natürlich die Frage, was hat bitte schön dieser Gotteszerstörung mit Freezer zu tun? Ich habe keine Ahnung, Tatsache ist jedenfalls, dass dieser dann auf den Planeten von Meister Kaio geht. Oder irgendwie da dann auf Goku trifft, keine Ahnung, jedenfalls Goku lebt, wieder, noch, wie auch immer. Wow, jetzt geht's aber ganz schön rund hier. Ja, er lebt wieder oder lebt noch, keine Ahnung. Goku kämpft dagegen Bills als dreifacher Super Saiyajin, hat aber überhaupt keine Chance, da es Bills sogar schafft, ihm nur einen Finger zu besiegen, also aufzuhalten. Und dann problemlos besiegt. Und man sagt ja auch, Bills sei der stärkste Gegner, den es in Dragon Ball Z jemals gab. Und ganz ehrlich, Freunde, wenn so ein Typ es schafft, mit nur einem Finger einen dreifachen Super Saiyajin Goku aufzuhalten, dann glaube ich, ist er sogar stärker als Baby in Dragon Ball GT. Sprich, da braucht es, glaube ich, sogar mehr als einen vierfachen Super Saiyajin, um den zu Platz zu machen. Krass, oder? Genau wie dieser Sieg hier. Cool.
der nächste Kampf und ich habe immer noch nicht die Combo angesetzt, von der ich die ganze Zeit gequasselt habe. Die Dragon Ball Soul Combo, vielleicht gelingt es ja jetzt endlich mal. Nochmal zurück zum Film nochmal. Ja, dieser Bills sieht aus wie eine ägyptische Katze mit Hasenohren. Das klingt ein bisschen verrückt, aber es sieht eigentlich noch recht bedrohlich aus in dem her. Also, wenn da mal ein bisschen sauer wird und so. Nach dem Namen her, Bills, natürlich auch wieder B wie Bu damals, aber es sieht schon bedrohlich aus als der fette Bu. Es sieht irgendwie so aus wie so ein Bedrohlichkeitsher, ja, so wie Super Bu. Wie halt der große da, nicht der kleine fiese, miese Bu. Und das ist eben dieser Gotteszerstörung Bills. Mehr weiß ich noch nicht so. Also doch, natürlich gibt es noch ein paar Infos. Kann ich jetzt nicht hier alles aus dem Stegreif erzählen. Jedenfalls Tatsache ist, Bills geht dann auf die Erde, will noch die anderen Dragon Ball Z Kämpfe vermöbeln. Und da ist noch ein Fakt, den ich noch kurz ansprechen muss. Und zwar geht es da um Gohan. Wir wissen doch alle, Gohan, der war in der letzten Folge von Dragon Ball Z und auch in Dragon Ball GT, war eher eine Witzfigur. Hat gerade noch irgendwie einen Super Saiyajin geschafft. Obwohl er ja eigentlich in Dragon Ball Z, also deine Buu-Saga, wo er dann nachher zum Ultimate Gohan wurde, war eigentlich der stärkste, nicht fusionierte Charakter im Spiel. Im Spiel in der Serie natürlich. Ja Leute, endlich hat's geklappt. Das ist die berühmte wütende Seele oder auch Raging Soul Combo von Goku. Ja, jetzt wenn man es gesehen hat, irgendwie vom ersten Trailer, vom ersten Filmpost her zu diesem Film Dragon Ball Z Battle of the Gods, war irgendwie auch in diesem Ultimate Gohan Zustand. Aber nach den ersten Filmausschnitten war ja das nicht mehr, sondern nur noch als Super Saiyajin zu sehen. Man stellt sich ja schon die Frage, wieso hat Gohan nicht mehr seine alte Stärke? Weil im Film, wie war schon wieder, glaube Fusion auch, wenn ich mich richtig erinnere, aber vor allem auch in Drachenfaust, oder Dragonfaust, nee, Drachenfaust, genau, Drachenfaust war es. Da war es ja auch so, dass Gohan dann noch den Ultimate-Zustand drauf hatte. Gut, er wurde ein bisschen sehr schwach dargestellt, hatte am Schluss gegen diesen fiesen, miesen Hildegard verloren. Wenn Goku als einfacher Super Saiyajin gewonnen hat, und ich krieg die Kombo nicht hin, das darf wohl nicht wahr sein. Es sieht mies aus, Freunde, es sieht mies aus. Ah, je, oh je, oh je. Okay. Es geht nicht mehr, ich muss zum einfachen Super Saiyajin werden, ich schaff sie nicht noch einmal, verflixte Axt. Ja, vielleicht schaffst du trotzdem, vielleicht gewinne ich ja trotzdem noch, komm schon. Hallo, blocken. Alter, ich hab doch geblockt. Ich hab doch gar keine. Nein, ich hab keine. Verzögerung drin. So, jetzt reicht's aber zum Schluss heutigen Tages nochmal gegen den gleichen Gegner. Aber diesmal wird gefightet, bis der Arzt kommt. Hey, okay, die Dragon Ball Soul kommt, habt ihr gerade gesehen. Die klappt manchmal auch nicht. Ist natürlich eine reine Übungssache. Nicht nach über 2 Monaten Abwesenheit, dann natürlich überhaupt keine Übung mehr. Oder nur noch irgendwie Offscreen-Übung oder Offline-Übung wäre es wohl eher. Und daher muss ich da wohl noch ein paar Tage, Wochen üben. Ne, ich glaube, das ist ein bisschen zu viel. Ein paar Stunden reicht schon. Oh, abblocken, komm schon, Goku. Konter, geht doch. Na, seht ihr, es klappt doch noch. Ja, und soviel noch zum Film von Dragon Ball Z Battle of the Gods, wo ich einfach finde, dass Gohan noch ein bisschen schwach dargestellt wird. Goku hat offenbar als dreifacher Super Saiyajin keine Chance gegen Bills und wir können gespannt sein, wie stark dieser Bills wirklich ist. Und was ich sehr hoffe, weil ganz ehrlich, wenn ein dreifacher Super Saiyajin Goku keine Chance hat, und man sieht ja auch die Kinder da, sprich Trunks und Goten, die man auch fusionieren. Laut irgendwelchen Infotexten liest man aber auch, dass dieser sogenannte Bills alle Gegner und alle Dragon Ball Z Charaktere halt besiegt hat. Das heißt, dass wohl auch Gotenks keine Chance gegen ihn hatte. Und da stellt man halt schon die Frage, wer wäre stark genug? Und wir wissen es doch alle, Gogeta. Die Fusion aus Vegeta und Goku. Obwohl, wenn das sogar Gotenks überhaupt keine Chance hat und Super Saiyan 3 Goku auch überhaupt keine, dann glaube ich, ist Gogeta auch ein bisschen arg im Nachteil. Und wir erleben vielleicht eigentlich das, was schon im Film und auch glaube in der Serie, wobei eine Serie ist nicht wirklich, ist ja auch so ein Online-Spiel, habt ihr vielleicht auch schon mal davon gehört, Dragon Ball Heroes nennt sich das Ganze. Da gibt es auch diverse Charaktere, zum Beispiel Broly als dreifacher Super Saiyajin oder Trunks als dreifacher Super Saiyajin. Vegeta auch, gut, gibt es ja auch im Spiel hier, genau. Und da gibt es auch noch Gogeta als dreifacher Super Saiyajin und das, denke ich mal, wäre vielleicht der perfekte Zeitpunkt, um Bills auch hier im Film Battle of the Gods zu integrieren und so einen ultimativen Showdown zu erleben. Gogeta als dreifacher Super Saiyajin gegen Bills. Wer wohl der stärkste aller Dragon Ball Z Charaktere ist.
der wahre Meister? Ja, interessante Frage, oder? So, jetzt machen wir nochmal Platte. Dann reicht's mit dem. Ups. Ich hab doch gesagt, mir reicht's mit dem. So, jetzt reicht's aber. Jetzt reicht's endgültig. Konstruieren, Goku. Konstruieren, Michael. Gut, klappt doch. Und gleich nochmal. Oh, scheiße. Boah, hat abgeblockt. So, jetzt haben wir nochmal. Mann. Nein. Ich verliere doch noch. Ich verliere noch. Das darf nicht wahr sein. Das darf nicht wahr sein. Ich brauche mehr Ki. Leute, gebt mir alle euer Ki. Alles euer Fluidum, damit ich hier noch siege. Wie noch nie. Ups, das war jetzt ein Reim. Ungewollt, aber passt ja. Und da fällt der Windstein. Haha. Oh. Glück gehabt. Und K.O., wir haben es geschafft. Vielen Dank wieder mal fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Dragon Ball Z. Raging Blast 2.